Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei diesem Kongress. Los mich für anzufangen, ganz kurz mal zwei technische Sachen aufhängen. Erstens hat ja alle Guten den Ordre du Jour gesehen, war nicht Leute noch um Stuhl. Den zweiten Punkt, Präsentation von den Kandidaten, ging ich proposieren zu streichen, weil man nämlich just genauso viele Kandidaten haben, wie wir Posten haben, sodass wir den Punkt nicht gingen brauchen. Sie das mal da verstanden? Merci vielmals. Dann ging ich auch ganz kurz daran erinnern, dass die Wahlen für den Becks nach Opsi bis 10:30 Uhr. Die könnt alle Guten eine Mail mit einem Code, wo doch alle Guten könnt aufstimmen. Ich ging just ganz kurz darauf verweisen, da war auch ein Video dabei. Wir gingen den nach Haienker kurz weisen. Für die, die dann nicht aufgestimmt haben, dann meldet nach, wann ich gelieft, wann da Probleme hat, für euch anzuloggen. Für unter dir sind nach lauter Leute, die euch können erklären, wie es geht. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist ein ganz großer Tag heute, weil wir nicht nur einen Kongress haben, sondern weil wir auch ein Anniversär haben. 70 Jahre Demokratische Partei weist 70 Jahre Verantwortung, 70 Jahre Werte, Liberalwerte, 70 Jahre Bayenesien, und gerade die feiern wir auch heute auf unserem Kongress. Ich will euch direkt beruhigen, ich werde nicht eine Stunde lang einen Exkurs machen über die Geschichte von den letzten 70 Jahren von der Demokratischen Partei. Ich werde kurz darüber gehen, was wir fertig haben an den letzten Jahren, an den letzten Jahrzehnten, was wir fertig haben, wenn wir alle Guten zusammen geschafft haben. Wie alle Guten wisst, habe ich meine Kandidatur als Präsident nicht mehr gestaltet. Ich bin aber ganz froh, wir können zurückzugucken auf die letzten Jahre, wo wir zusammen mit Carol, mit Max, mit Claude, mit Anne, mit Miriam, mit Marc und mit allen Guten, denen anderen nicht fertig haben, als Partei nach ein Jahr zu orientieren, mit an die Wahlen zu gehen, am nicht fertig sowohl an den Gemengewahlen wie auch an den Nationalwahlen immens starke Resultate zu machen. Immens starke Resultate, sowohl auf kommunalem Niveau, wo ich alle Guten de Mandataire nach ein Jahr auf dieser Platz einen ganz großen Merci sagen. Weil das nicht möglich an einer Partei zu schaffen, wenn ihn länger ist. Wir brauchen Sektionen, wir brauchen Altmember, wir brauchen Präsidenten, Sekretäre, Membern, die auf der Straße sind, Mandatären, die sich aufstellen. Wir brauchen euch alle Guten. Und dazu wir fertig an der Kampagne für die Gemengewahlen, für du können gestärkt herauszugehen. Dafür euch alle Guten einen ganz großen Merci. Bei den Chamberswahlen direkt no haben wir fertiggebracht, das stärkste Resultat seit 24 Jahren fertig zu bringen. Und auch Doremenke hat den Elan gespürt, den wir aus den Gemengewahlen herausgezogen haben. Wir haben das stärkste Wahlresultat seit 24 Jahren an der Chamberswahlen, wo wir 2 Sitze beigewonnen haben. Wo ich also gesagt habe, dass auch Doremenke den Elan mit River geholfen hat, und dass man fertig spricht und Schiller bei ihnen zu steipen, am Madenen an eine Richtung zu gehen. Und auch dafür, alle Membern, jeden Verein, die Matt geholfen wird, einen ganz großen Merci.
Dann direkt bei den Superwahlen sind wir weiterkommen an die Europawahlen. Da hat die Equipe rundherum den Charles und Damila. Auch da reinmenke Hummer Nelamat geholt, nicht nur Pferdesport die stärksten gewählten Kandidaten am Charles am ganzen Land zu. Und auf der anderen Seite aber auch neue junge Gesichter können zu positionieren. Weil den Ebegrad gesagt, dass die Demokratische Partei eine Partei ist, die lebt. Eine Partei ist, die weitergeht, die auch neue Gesichter hat, die zusammen an enge Richtung geht. Die stärkt, den wir haben als Demokratische Partei, das, dass wir Junker haben, dass wir Erfahrung haben, dass wir neue Gesichter haben, dass wir Leute haben, die sich engagieren, die wollen mal in eine Richtung gehen. Das weiß ich. Nicht nur um den Zölle von den neuen Membern, die wir 2024, 2025 beikriegen. Das weiß ich nicht nur auf den enorm besichtenden Regionalkongressen, die wir überall hatten, am Süden, am Norden, am Zentrum, am Osten. Überall hat man so stark besichteten Regionalkongresse, wie man das noch nie an der Geschichte von der Partei hatten. Wir sind eine Partei, die lebt. Wir sind eine Partei, die neue Gesichter anzieht. Wir sind eine Partei, die Gesichter mit Erfahrung mit dabei hält. An Ebegrad, die stärkt, muss man auch weiter können feiern, für weiter als Werte mit an der Politik rüberzubringen. Mein Pferdespruch, ich will auf dieser Platz dem Monique von Bachtringen ganz großen Merci sagen. Gesagt Ihnen, dass man an der Partei immer daran denken, auch Junker mal runden zu lassen. Juri, Felicitationen genannt als neue Bürgermeister von Bachtringen. Weil wir auch da gesehen, dass es weitergeht, dass man Jungen Potenzial gehen, dass man Möglichkeit gehen. Aber nicht etwas gesehen haben an den letzten 3 Jahren, nach mehr wie viel drin. Das ist, dass eine Partei aus Leuten besteht, die seit Jahren sich immens engagieren. Wir haben Leute wie Nelly von Macher, der Max Schoffel am Zentrum, den Danny von Dickrich, die sich immens engagieren, für Matken zu schaffen. Es sind nicht die 3, die ich noch genannt habe, die an der ersten Reihe stehen. Es sind die 3, die aber Matthilfe stellvertreten für alle Guten, die sich an der Partei engagieren, für eben gerade das Band zu machen, wo wir zusammen an eine Richtung alle Gute gehen. Und für denen 3 und all den anderen wirklich ein Merci, weil das Gesicht von der Demokratischen Partei. Nun in den letzten Jahren gewesen, dass man da Dreierkoalition konnte Reformen machen, weiterkommen, die das Land unbedingt gebraucht hat. Wir haben Pferdespruch no de Wahlen mit einem neuen Koalitionspartner geguckt, für ein Wahlprogramm mit an das Koalitionsprogramm heranzukriegen. Und gesagt, dass das Koalitionsprogramm ein Koalitionsprogramm ist, wo als Ideen, für die wir alle Guten als angesagt haben, für die wir geschafft haben, auch mit am Koalitionsakkord rumzufinden sind, als Werte, die wir haben, als Werte, die sich in unserem Wahlprogramm rumgespiegelt haben, mit unserem Wahlresultat, wo fertig spricht, dass wir auch die nächsten Jahre können Verantwortung an der Regierung holen, für das Land weiter zu gestalten, Land weiter gestalten, was wichtig ist, gerade an diesen Zeiten, dass wir auch da als Handschrift mit dran haben, für weiterzukommen, an das Land nicht stehen bleibt, mehr als Land weitergeht mit liberalen Wahlen. Den Koalitionsprogramm, da steht, gesagt ganz viele Sachen für. Ich weiß, dass Diskussionen für den Wahlen verschiedene Themen gedreht haben. Wir haben geguckt, dass man sowohl am sozialen Volley ganz viele Ideen mit heranbringen. Ich weiß, dass der Max sich immens ansetzt, auch für den nationalen Armutsbekämpfungsplan können auf die Beine zu stellen, für zu gucken, dass wir weiterkommen mit der Handschrift, die wir die letzten Jahre hatten, auch noch weiter können zu feiern, für eben gerade an den Punkten, wo wir wollen weiterkommen, auch die nötigen Akzente können legen. Stefanie, weil auf der anderen Seite am Gang ist, the ones only am Kader von der Digitalisierung weiterzubringen. Für das nicht der Bürger immer muss 100.000 verschiedene Sachen rangehen, die aber schon irgendwo gehen, dass mir einfach geht für jeden Verein, eben gerade the ones only ein wichtiger Wolle ist. Der Claude, den nun einem ewigen Problem, den wir zu Lützeburg schon am Logement und an der Education, immens schafft Budgeten, die freigesagt sind, für eben gerade auch Sozialwohnungen können zu bauen, WEFA können zu realisieren, abzukaufen, an einem Moment, wo man in der Wirtschaft Probleme hat.
An einem Moment, wo es darum geht, antizyklisch können zu reagieren, hat Claude sich am Logementsminister dafür angesagt, dass man mehr sehr können auf Wohnungen kommen, auf der einen Seite für das Logement können zu stärken, auf der anderen Seite aber Tausenden an Tausenden Arbeitsplätze noch mal zu helfen, die können zu erhalten. Thurico, was sich ansetzt, eben gerade an der Défense, an der Chancengleichheit, am Bauteministerium, die nämlich Sachen, dann auch weiterzukommen, als Valeuren, als Freiheiten, mit zu verteidigen, das auf eine exemplarische Art und Weise. Den Erik, den singen, Domäne guckt, als Wert der Heisch zu halten. Und dann will ich nicht abhalten, ohne was der Xavier zu schwätzen. Wie kann den sich besser vorstellen, wie der Xavier den NRW ist, an allen Ländern, wenn ich am Telefon habe ich schon mehr auf dem Ausland am Telefon wie zu Lützeburg, weil er eben gerade überall hingeht, für Lützeburg nicht nur auf den Plan zu setzen, wie für zu weisen, dass Lützeburg eine Stimme hat. Lützeburg hat diplomatisch eine Stimme. Am Ausland Lützeburg positioniert sich, und gerade das möchte Xavier à merveille. Natürlich stimmen wir für ganz großen Defien. Und ich meine, dass die Mengen oder die anderen nämlich geht von den neuesten Handy ummischt, muss schon auf die erste Push gespannt, das was dann lorem an der Welt lasers. Wir schmengen das Stanford, ob alle Guten die Probleme, wenn man gesehen die wirtschaftlich frohen Taxen, Iva-Taxe, Gegentaxen, Neitaxen, Stanford von Lützeburg, auch von Europa, kann es sein, weiter Taxen drauf zu lehnen. Das möchte als Wirtschaft futti. Wir stehen ganz klar für eine offene Wirtschaft. Das stärkt von Lützeburg, das stärkt von Europa. Stanford, ob alle Guten die Taxen an Gegentaxen, die kommen, kann just sein, als Europa Schülerinnen bei ihnen zu setzen, an den Binnenmarkt können zu stärken. Auch froh an Zeiten, wo man natürlich auch über die Energie froh stellen, über die Energie, wo man gesehen, dass wir aufhängig sind. Und gerade an diesen Zeiten gesehen, wie viel aufhängig wir sind von den Preisen, wie viel von den OPEC-Ländern gepumpelt wird, wie viel auf den Markt schicken, wie hoch den Euro par rapport zum Dollar ist, gesehen wir, wie aufhängig dass wir von fossilen Brennstoffen sind. Ich muss euch sagen, als Energieminister ist es immer ganz speziell. Wenn Preise für den Benzin raufgehen, dann ist der schlechte Minister. Wenn Preise raufgehen, dann ist es also so. Muss ich sagen, wenn sie rauf oder raufgehen, der Minister, die Regierung kann nicht dafür. Das Preise raufgegangen sind und just etwas dummer zu dienen, dass der Euro par rapport zum Dollar mehr stark steht. Mit weiß aber ganz genau, wie sehr wir den Lien haben zwischen der Kaufkraft heute zu Lützeburg an der Dependance von den fossilen Energien. Und gerade dafür muss man konsequent an unserer Industrie, an unseren Haushalten, am Transport ob eine Elektrifizierung gehen. Man kann ihn von der Elektrifizierung am Transport halten, was er will. Egal wie, bringt er das aber mehr Resilienz und mehr Schutz für einen hohen Preis, wo wir aufhängig sind von anderen Ländern, wo wir aufhängig sind von anderen Länders Politiken, wie viel sie pumpen, wie sie pumpen oder wie man können sehen. Gerade dafür als eng von unseren Prioritäten am Sektor von der Energie einen abordablen Preis von der Energie können zu haben. Wir können zu Lützeburg auf verschiedene Schrauben umpacken. Wir können nicht an den Taxen raufgehen, wenn wir da am tiefsten Niveau sind, wir können nicht drinnen gehen. Wir können aber auf ganz vielen anderen Volleen schaffen, wo wir auch drauf am Gange sind zu schaffen. Nehmen am Budget von diesem Jahr sind rund 150 Millionen Euro vorgesehen für den Energiepreis zu steigen, womit wir einen Energiepreis haben, den die billigsten an der Großregion ist. Und gerade darunter muss man weiter können schaffen für die Kaufkraft. Beide Leute zu halten, wie man auch schon mit einer Steuerreform gemacht haben, wie man gemacht haben mit den Nivellierungen für die Anpassung von der Steuertabelle, wie man gemacht haben, ob ganz vielen anderen Plänen für als Kaufkraft können zu halten. Die Damen und Herren, wenn ich die letzte Rede als Präsident kann halten, dann ist es mit einem kreischenden an, aber mit einem lachenden an. Das Lachen dann ist mir groß, weil ich nämlich weiß, dass ich als Präsident just kann abhalten, wenn Hannen drun auch garantiert, dass es gut weitergeht. Und gerade das kann ich. Und da können wir alle guten Hofrisch drauf sehen. Weil ich weiß, dass ich kann abhalten an eine Kandidatur für den Präsident von der Partei, da steht mit Carol, wo ich gesehen habe, nicht nur über die letzten 3 Jahre, sondern über die letzten Jahre, wo wir zusammen an die Wahl gegangen sind, was Carol für ein Engagement hat, was er denn kennen hat, können hat, was er Menschen versteht, aber was er sich zumals engagiert.
Carol als Mënsch, den die letzten Jahren sich immens für die Demokratische Partei angesagt hat. Carol als ein Mensch, den Mengen Schiedverein halbande ganz gut weiß, wie viel es möchte, mit wie viel Intelligenz, mit wie viel Überlegung es weiter will kommen an als Partei, dort sicher a ganz guten Händen ist. Und das aber nicht allein. Die haben geguckt, die Kandidaturen, die da sind, mit Juriko, mit Corinne, mit Amela, mit Erik, mit Miriam, sind Kandidaturen da, die gerade auch da Erfahrung auf der einen Seite, Regierungspräsenz, Chamber, Membern mitzuspringen, wir können das Partei richtig an den Händen und richtig können zu vertreten, nach außen können zu weisen. Ich hoffe, dass Schipperin nämlich gemacht wird, wie ich an sie ganz stark unterstützt wird. Ich wünsche alle Guten, vielmals merci. So, ich alle Gute, vielmals merci. Schöne gute Morgen, meine liberalen Freundinnen und Freunde. Als Fraktionspräsident aus Meiring Fred, ich auch dieses Jahr einen Ableger an derbecht von der Demokratischen Partei an der Chamber zu gehen. An nur anderthalb Jahren an der neuen Koalition kann ich etwas sagen. Die DP hat nicht nur mit dem Koalitionsprogramm des sozialliberalen Stempel abgesetzt, wir setzen nur an der Regierung und an der Chamber konsequent um. Eine neue Kipp bedeutet immer auch eine neue Challenge. Mit dem Mix aus erfahrenen und neuen Deputierten sorgt für eine Flottdynamik in der Fraktion, an der jeder Verein angebunden wird, a wo den anderen unterstützt. Vom Gemeinde Conseil zu Bürgermeister. Gerade wie auch ein größt Panoplie über beruflichen Hammergrund. Als DP-Fraktion profitieren wir von einer Expertise auf viele Bereiche und ich so meine Kolleginnen und Kollegen ein großes Merci für die gute Zusammenarbeit. Eine gute Zusammenarbeit führt doch zu guten Projekten. Steigt genau in die Education an den Sport und man die schon freie Akzente durch die Interpellation für mehr Bewegung bei unseren Kammerkonzerten. Und Barbara hat sich ganz dem Projekt Screen-Life-Balance umgeholt wird. Am Dezember letzten Jahr hat mir mit Corinne ein formidable Budgetsrapport gerissen. Das lief das Budget für das Jahr, auch die Möglichkeiten von der künstlichen Intelligenz für unsere Gesellschaft in das Loop geholt wird. Mehr lief Kolleginnen und Kollegen, viele Herausforderungen stehen auch für unter dir, beispielsweise Pensionsreform. Ich bin froh, dass der Gerard, gerade wie der Patrick, also an diesem Dossier exzellent zur Seite stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn den Haut durch die Welt guckt, da kann es engem Drunken gehen. An der Chamber vertritt die Demokratische Partei ein Chlorlin. Und André Bauler hat seine Intervention über den Schutz von der Demokratie erklärt, wie wir als Deputierte und als Partei, wir als Gesellschaft als freiheitlich Schwerter schützen können. Und dabei denken ich auch die eine Augustin und Guy, die also an der Außenpolitik genau wie an der Défense mit großer Erfahrung und mit immensem Wissen vertreten. Das gesagt, kann die Ukraine sich auch in Zukunft auf uns verlassen. Die Demokratische Partei steht an der Mitte der Gesellschaft. Das zeichnet auch als Serbisch an der Chamber aus. So auch zum Beispiel bei den Energiepreisen ein Dossier, den Carol ganz eng viviert. Letzte beschwert, wenn wir den Energiepreisdeckel beibehalten hun, macht den billigsten Strom an ganz Europa. Aber auch der Mindestlohn, Verdreifachung von der Energieprämie, die Allokation der Cher, alles das sich Schrauben und denen wir gedreht haben, für die Schwächsten an unserer Gesellschaft unter dem zu greifen. Auch bei Landwirtschafts- und Umweltthemen haben wir den richtigen Mann auf den richtigen Platz. Beim Glück als Sprecher haben wir einen Experten an unseren Reihen, der durch seine Erfahrung um Terra wertvolle Erkenntnisse an Chambersarbeit mit abfließen lässt. Und auch beim Lidi, beim Ferdi und beim Simon, wo wir erfahren und stark Mandatäre an unserer Seite, ob denen die Fachwissen und ihre Experienz wir als immer können verlassen. Zum Schluss gebe ich aber auch ich, also Membre, merci so. Ihre Feedback,
der Ideen, Bereichrin als Erbecht, all der auch an der Chamber. Gerade an diesen Zeiten müssen wir offen bleiben für neue Ideen und Lösungen. Die Welt stellt uns für eine Reihe Defien. Logement, Klima, als Wirtschaft, als Defense, Zukunftschancen von unserer Kammer. Ich freue mich, das zu summen, mit meiner Equipe, aber dich, konstruktiv umzugehen, für das Land und für uns alle Gute. Halt aber, wenn ich geliebt, nie op, euch für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte anzusetzen. Als Land und als Gesellschaft brauchen ihren Ersatz an diese stürmischen Zeiten mehr wie je. Ich so nicht merci dafür und wünsche noch einen ganz schönen Kongress. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das ist natürlich ein bisschen gelungen, wenn die Jungen, also die nach am weitesten weg von der Pension sind, und die, die nach am meisten motiviert sollten sein, für zu schaffen und für etwas zu erreichen am Leben, über gerade die über Pensionen diskutieren. Wir sollen eben gerade die Jungs sein, die sich für dieses Sujet interessieren. Ich werde aufstreiten, dass der Gros von den Pensionären heute zu Lützeburg eine korrekte Pension kriegt, an dem dort zufrieden am aktuelle System kann sein. Dafür müssen eben gerade die Jungs sich dafür ersetzen, dass wir ein nachhaltiges Pensionssystem kriegen, das sich auch weiterhin selber dreht. Für die jungen Demokraten ist es essentiell, dass wir eine generationsgerechte Pensionsreform machen. Aber was heißt generationsgerecht? Das heißt, dass die Jungen ihren Beitrag leisten, ganz klar, aber nicht allein. Sie müssen ihren Beitrag leisten zusammen mit den anderen Generationen. Wenn nicht gemerkt wird, da wird voraussichtlich mit von den 2040er Jahren keine Pensionsreserve mehr da sein. Im Moment ist natürlich noch kein junger Demokrat an der Pension, aber bis dahin werden noch die heute Jungen ein substanzielles Montant kotisiert tun. Und wir können dem noch nicht akzeptieren, dass die Käsen dann eitel sind. Die heute zwischen 20 und 40 Jahren haben, wären in dem Moment die größten Verlierer. Wir werden aber auch keine Reform, nur der man die nächsten 20 Jahre nicht mehr brauchen, über Pensionen zu schwätzen. Ich meine, die wissen dann, dass wir auch, wenn wir an die Vergangenheit gucken, über so einen langen Zeitraum, da geschieht ganz viel, weil den auch nicht alles vorausgesehen kann. Wir werden uns aber eine Reform, die das Pensionssystem bis weit raus über die nächsten Wahlen obsolet feststellt. Kein hier am Saal wird auch aufstreiten, dass wir für einen ganz großen Defizit stehen. Dazu gehört der Klimaschutz, die leider an den letzten Jahren eine deutlich mehr wichtige Rolle am öffentlichen Diskurs angeholt hat, aber natürlich auch die Défense. Grosse Defien, die sicherlich meistern kann, mit Meier vom Staat sind nicht unendlich. Und wäre auch nicht ehrlich, die Leute zu sagen, dass man Klimaschutz, Défense, plus alle guten die anderen Ausgaben, die sowieso schon da sind, dass der Staat das alles stemmen kann und dann auch noch dafür sorgen kann, ein defizitäres Pensionssystem über Wasser zu halten. Wenn die Gewerkschaften proposieren, für neue Rezetten für das Pensionssystem zu generieren und dann als konkret Beispiel eine Steuer auf eine Zukunftstechnologie wie KI proposieren, ja, da kann ich nicht mehr den Kopf rüsseln. Eine KI-Steuer gibt mit ziemlicher Sicherheit dafür sorgen, dass Lützeburg bei dieser Zukunftstechnologie aus der internationalen Kurs rausfährt, und das will ich mir ganz sicher nicht. Jo? Ja, also Pensionssystem, den hat ganz groß Reserven und das ist auch gut so. Die Reserven sind aber nicht gedurcht, für ein Pensionssystem über Wasser zu halten, den sich nicht mehr selber dreht, auch wenn da nicht so manche Gewerkschaftler das ernst gesagt. Nee, die Reserven sind da, dass wenn der Staat denke, sollte an eine finanzielle Schieflage geraten, Pensionen auch weiterhin sicher sind und der Staat temporär entlastet wird.
Beim Debat, den es bis well gouf, sind ganz viele Propositionen gemerkt gin, die auch für viele Leute gedeelt goufen, an die sicherlich auch, ob man teilweise an eine Pensionsreform sollt abfließen lassen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass Mesuren wie eine Flexibilisierung von den Studentenjahren, die Abfeierung von finanziellen Anreizen, wie freiwillig mehr lang schaffen zu gehen, oder eine Stärkung vom zweiten und dritten Pilier, lang ganz sicher nicht durchgehen, für unser Pensionssystem zukunftsfähig zu machen. Seit dem Anfang von der Pensionsdebatte ist noch ganz viel Zeit vergangen. Aber wenn eine Person an der Position ist, für Lesungen auf den Tisch zu legen, ja dann der zuständige Minister Martin Depré. Und das muss auch geschehen. Sonst kommen wir an der Debatte nicht weiter. Und sonst diskutieren wir nicht über die wirklich wichtigen Punkte an dieser Debatte. Als Jungdemokraten werden wir die Sache am Erbe behalten, an uns zu Wort melden. Besonders, weil wir der Meinung sind, dass die 4 geschlagenen Mesuren nicht an die Richtung von einer generationsgerechten Pensionsreform gehen. Die Spitze von der Demokratischen Partei, die war bis well jung, aber mit ziemlicher Sicherheit wird es auch jung bleiben. Die TP hat in den letzten Jahren beispielsweise an der Familienpolitik bewiesen, dass sie auch Politik für die Jungen mischt. Und ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so bleibt. Besonders bei den Pensionen, aber natürlich nicht nimmer. Ich wünsche dir, Carol, und deiner ganzen Equipe auf alle Fall ein ganz glückliches Hand dabei. So nicht merci. Leifreundinnen a Freunde, mat diesem Nationalkongress feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. 70 Jahre DP, das heißt 70 Jahre Engagement, und 70 Jahre, an denen die Demokratische Partei sich für unser Land, seine Bürger und die Leute, die alltag hier schaffen und leben, ersetzt. Als Partei und als Handeln orientieren sich schon immer an die sozialliberale Werte: Freiheit, Toleranz, Solidarität und Verantwortung. Das Werte haben für 70 Jahre gegelt und dafür engagieren wir uns auch nach Haut. Iwer Joren haben mir immer beneits bewiesen, dass es sowohl den wirtschaftlichen, aber besonders auch den sozialen Fortschritt von unserer Gesellschaft Herz liegt. Ganz besonders wichtig war es dabei nach immer, dass Solidarität der Rode vor dem Ass, wo dem sich alle Decisionen orientieren. DP, dat sind 4 Bezirke mit haut 62 Sektionen, die all fest darum leben, dass wir zusammen Großes können erreichen. Am Norden, am Zentrum, am Süden und am Osten goufen das Neikomitee gewählt. Und noch nie haben an den 4 Bezirken so viel Leute aufgestimmt wie das Jahr. Mit über 6000 Membern gehört die DP zu einer von den stärksten Parteien hier im Land. Für ihren unermüdlichen Support einerseits ein grosses Merci. Aber auch 2025 sind Challenge groß und die internationale Situation hat auch national spürbar Reperkussionen. Auch auf lokalem Niveau sind die Auswirkungen von den solchen Krisen zu spüren. Besonders du wennst Prämie ist, dass wir als DP mit unseren Sektionen an unsere knapp 200 Mandatieren an den Gemengen gut durch das Land vertreten sind. Nur um Bürger an überall bereit für zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Den Zentrum ist mit all seinen Sektionen gut aufgestellt, für die Leitpolitik von der DP auch in Zukunft Minute zu bringen. Und noch am Norden gehen wir als Regionalkomitee gezielt bei uns Mandatieren an Gemengen für so den Échange an den Zusammenhalt basisdemokratischer Partei intern zu stärken. Am Osten halten wir mit der Politik wie mit unserem guten Wein. Durch einen starken Charakter und eine geduldige Hand reift uns Arbeit für bestmögliche Resultate zu liefern. Kollegialität, Zusammenhalt an Equipegeist. Zusammen sind wir stark und am Süden sitzen wir als geschlossen für die Besoin von unseren Bürgern an. Als demokratische Partei sind wir bedurcht, eine raisonable Politik zu machen, durch und überlöscht, mit trauer Hand als anzusetzen für die Wohl von unseren Mitbürgern. Wir sind noch dynamisch und engagiert, eine solidarische Politik zu machen, die sich für die Bedürfnisse der Leute ersetzt. Als Partei mit langer Tradition faust DP auf jahrelanger Erfahrung, ma
Neileit an neue Kippen bringen auch immer neue Überlegungen am MRNTP zu einer moderner Partei, die mit der Zeit geht, die open ist für neue Ideen und gewollt, den Hebel da umzusetzen, wo es gebraucht wird. Aus der Mitte vun der Gesellschaft schaffen wir zusammen drohen, Probleme zu erkennen und Herausforderungen gemeinsam umzugehen. Dabei denken wir besonders und die vulnerabel sind uns, denen wir versichern, auf alle Niveauen direkt zu steipen. Nimmen zusammen sie mir stark. So froh sie mir, dass DP das stärkt als alle ihre Bezirke kann schöpfen. Norden, Süden, Osten, an dem Zentrum. Überall können wir uns auf motiviert und engagiert Leute verlosen, die bereit sind, Därme abzustrippen und die sozialliberale Vision Wirklichkeit gehen zu lassen. Weil die Leute op eis zählen, zähle mir op Irsch. Und alles Bezirke. Für Ihren Engagement. Für ihre Ideen. A fir er mat erbecht. Ein großes Merci. Die Freundinnen und Freunde, ich kriege in der letzten Zeit nur den Konferenzen, die ich alle gehen, an den Statements, die ich aufgehen, vorgeworfen, ich werde zu viel pessimistisch. Nun, ich ging dann heute mit guten Novellen aufhängen. Eine gute Novelle für die, die unter Freizügigkeit von den Personen innerhalb von der Europäischen Union leben. Und die gemerkt haben an der letzten Menge, dat als Noperen Grenzen kontrollieren an dadurch der Flü zwischen den einzelnen Memberstaaten innerhalb der Europäischen Union erschweren. Kennt aber ein gut Novelle an dem Sinn, dat an Ungarn ähnlich ersetzt, dat zum Beispiel für Putin kann frei zirkulieren. Man hört ihn auf Budapest invitiert. An der Thomas das Kurskrieg für sämtlichen europäischen Rätsparteien. Sommer also an meinen Optimismus, das dadurch begründet, dass von den 20.000 Kanner deportieren gelos wird, von den all gute Brot der eng Folterkammer am Osten der Ukraine erreicht, von denen so viel Verständnis kriegt, wie das kann aufgrund von seinem Passe, aber nach 4 Uhr reisen, da werden alle gut die just einen normalen Beruf noch gehen, und die nicht just wollen beerbt gehen, und dürfen müssen auf Grenz gehen, auch können hoffen, dass es nicht nur von den traditionellen, also auch von unseren Parteien unterstützt gehen, mehr auch in Zukunft von denen, die bis dahin Detrakteure wären von der Politik. Es gibt eine zweite gute Novelle, ich ging so eine ganze Pack von guten Novellen. Wir haben kein Lithium zu Lützeburg. Wir haben noch kein Lithium an der Europäischen Union. Wir haben keinen Kanal, wir haben auch kein Petrol. Wir kommen also dann Verdacht, dass irgendjemand Eiswelt einen Deal aushandeln. Wir kommen also auch nicht an den Verdacht, dass wir am Weißen Haus humiliiert gehen, weil wir gehen mal überhaupt nicht invitiert. Und wenn ihr fragt mich, wo ist dann die europäische Spitze, wo hat sie das Rendezvous mit unserem früheren Hauptalliierten? Da merkt den, dass Madame von der Leyen, die Präsidentin von der Kommission, bislang noch nicht fertig gesprochen hat, für den Präsidenten der Vereinigten Staaten an Gespräch zu kommen. Und ich fand das ziemlich kulottiert, dass man auf eine Neofaschistin zurückgreifen, für das so ein Rendezvous endlich zustande kommt. Und nicht nur der ist bereit, für ein Rendezvous zu vermitteln, an Deutschland wird auch in den Hecht Höcke, aber an den Sänger leben ein Zugang kriegt zum Weißen Haus, dann bräuchten sich ein Punkt Begrüßung nicht schrecklich umzustellen, weil stellt sich für die Macht gegen den Empfängen, da gingen sie allen zwei sich mit dem jetzt ausgestreckten Arm begrüßen. Das ist Europa auch zum Teil, wie es heute existiert.
Wir sind an die letzte Welle gegangen, man verspricht, wir geben Europa Matthilfe mehr kompetitiv machen. Wir geben Europa seinen Platz an der Welt stärken, an die Forderungen sind mehr reell und mehr pertinent wie je. Wir sind an der Europäischen Union, an dem Europäischen Parlament, an mir in unserer Fraktion am Gang, darunter zu schaffen. Wir haben mit dem Agnes Strack-Zimmermann, die Präsidentin von der Kommission für die Fonds. Das ist eine Person, die zusammen noch mit Leuten aus anderen Parteien, von den Sozialisten und Grünen, es fertiggebracht hat, dass Deutschland ein bisschen besser durchstung wie die Zeit, wo sie nämlich just wollten Helme liefern an die Ukraine. Das ist eine Frau, die verstanden hat, und die es alle aus dem Herz schwätzt, weil sie sagt, wir müssen als Lo affirmieren, und das kein andere wie die Europäer selber, die das Schicksal müssen an die Hand holen. Wir sind im Moment ganz lang. Und wir sind nicht mitgehen, als sämtliche Wahlversammlungen zu rappellieren, dass wir erstens ein Problem haben, den heißt Xi Jinping, zweitens Putin, über die Präsidentschaften an den zweiten Plätzen können noch streiten, drittens riskiert Trump zu heischen. Das vierte Problem, das ist die größte, das sind wir selber. Wir können nach etwas merken, was wir wollen, wenn wir es richtig aufhaken, wenn wir als Stärke bewusst sind, wenn wir wissen, dass der Binnenmarkt noch immer eine Kraft ist, die wir können ausbauen. An den Mario Draghi, als für das Europaparlament kommt, für ein paar Monate, und hat an Mengen an mit die beste Rede gehalten, die ich an den letzten Jahren hören habe, und hat gesagt, die hat noch eine Chance. Wenn er nicht merkt, sieht er mehr nur bei der Agonie, wie bei der Platz, die der am Anfang als Europäische Union Mr. Bause können beanspruchen. Merkt etwas. Merkt, dass er mehr kompetitiv geht. Merkt, dass er an der Défense einen Schritt noch vier geht. Défense als kein Selbstzweck, aber Défense als indispensabel, wenn er gesagt, wie der Fall losgeht von den Engen, aber wieder nicht geholfen kriegt von den anderen, aber wieder am Gang sind innerhalb von der Europäischen Union, ich versuche zu versetzen. Europa jetzt noch Feierung. Und die an den letzten Jahren sich vorkommen sehen wie Rufer in der Wüste, wenn sie gefragt haben, wie kann man dann nicht etwas in den Vertrag ändern, dass man nicht mehr bereit sind, für besser gouverniert zu gehen innerhalb von der Europäischen Union, aber auch nach normal equipiert sie für die abzufangen, die außerhalb von der Europäischen Union wollen unbedingt bei uns kommen. Ich bin ein unverbesserlicher Befürworter von der Adhäsion von der Ukraine an die Europäische Union. Ich glaube aber auch, dass an der Ukraine etwas muss geschehen, dass sie bereit sind. Und ich glaube für allem, dass wir müssen etwas machen, dass wir am Stand sind, die Ukraine zu absorbieren. Und dafür muss man auch und Vertragswerk kommen. Von den pur Stärken, die wir an der Europäischen Union haben, gehört, dass wir ein Regelwerk haben. Regelwerk, das hat mit Regeln zu tun. Es gibt an dieser Welt Leute, die wollen keine Regeln mehr, wir haben danach. Für die, die an Europa wollen bleiben, für die, die an Europa wollen investieren kommen, brauchen wir Regeln. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die meisten Patronen legalistisch sind, dass sie Gesetze respektieren, dass sie Planungssicherheit brauchen, dass sie Perspektive brauchen für die Zukunft. Die können sie nicht mehr kreieren an einem System, wo es klare Regeln gibt, wo es eine Justiz gibt, die auch darüber wacht, wenn die Regeln verletzt wird, wo es ein frei gewähltes Parlament gibt, das eine Regierung kontrolliert, aber wo es eine Presse gibt, die nicht muselliert wird. Die Chance haben wir, an die Chance die müssen wir ergreifen. Das geht nicht einfach. Wir müssen zum Teil, an so einer Stimme, wir müssen zum Teil Suchen beanspruchen, die wir blutnotwendig in der Zukunft bräuchten. Die Jungen bezahlen auch zum Teil, das, was wir heute an Sicherheit müssen investieren. Die bezahlt das, denke ich, zurück. Wir kommen nicht so leicht, für den Schritt dort zu machen, weil wenn wir als da bläste gehen, aber wenn wir da die gewähren lassen, die alltag neues Mitsanovus als Predischen, wir wären zu viel da, die mittlerweile beim Trump alliierte von tun, den die Europäische Union gerade so detestiert wie mir, die gesagt haben, der Westen geht Hintergrund, dass so mir denen leichter, aber der Westen ist da nicht, vom Westen bleiben nach Polen, vom Westen bleibt nach Kanada, vom Westen bleibt nach Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland. Und da 27 Länder an der Europäischen Union, davor ging ich mal direkt wegschwellen, an der zweiten also Wackeln, und an den 25 Ländern, die bleiben, sind mittlerweile 18 Länder, die entweder von Rechtsextremen matregiert gehen oder wo die Rechtsextremen die erste respektive die zweite an der Sondage sind. Der Westen schrumpft also nicht nur geografisch, ob ein reduziert 12 Länder zu summen,
mir auch innerhalb von unseren Gesellschaften als die Masse, die kritisch Masse, solange wir nach da ist, den einzigen Hoffnungsschimmer, dass wir es unserer Demokratie an den einzelnen Memberstaaten, auch an der Europäischen Union etwas können machen. Und das in alle Parteien. Aber besonders in der Demokratischen Partei für hier historische Verantwortung zu erkennen und darauf hinzuwirken, dass wir in Europa eine Feierung kriegen, dass wir in Europa Leute kriegen, die respektiert gehen dabei sind und dass wir nicht mehr als Schmarotzer durchgestellt gehen, so wie das nach vor kurzem aus dem Weißen Haus geklungen ist. Apropos Schmarotzer, just die Wort, ich will da mal drauf halten. Nachdem USAID dezidiert hat, für 60 Milliarden nicht mehr auszugehen, guckt ganz Welt auf die Europäische Union. Aber wir gucken auf die Europäische Union, die bislang responsabel wäre für zum Beispiel den AIDS-Patienten rund um die Welt, das sind 6 Millionen Antiretroviren zukommen zu lassen, für das sie konnten überleben. Da sind ein paar die Leute, paar Millionen, die riskieren das nicht mehr zu tun, weil da 2 Monate eine Replenishment-Konferenz und da muss das da erneuert gehen. Wir als Europäer müssen da eine Leaderfunktion überholen. Wir können nicht alles kompensieren, aber auf Eis geguckt wird, Prioritäten so zu setzen, dass die Leute, die unbedingt auf Eis hoffen, das auch kriegen. An die kann werden Europa nie die Vorwurf machen, wie wir Schmarotzer. Dat lächt Joer hunnech iech op dëser Platz en neien Elan an der FCCD versprach. An ze summen als ganz Ekipp mir gené dat ëmgesät. Als éicht Ziel wäret fir Besoen an awer och d'Uforderungen vun eisen Lokalpolitiker besser ze verstoen. An dem sinn hun mir dünn lächte Summer e Froebau ausgeschafft an och verschickt. An d Resultat läist sech weisen. Mir hunn 140 Retourekrit, an dorinnner woren och Mailen mat ganz konkreten Verbesserungsvierschlei. Das huet uns gewiesen, dass mir nach Potenzial hunn fir als Kommunikation zu verstärken an och fir neii Impulser zu setzen. Mir hunn dat als Motivation ugesinn fir als nach méi aktiv zu engagieren. Die Damen an die Herren leefren erlaubt man dann noch fir an dem Sinn ihre kleinen Überblick zu machen iwwer de Recht vun eisen Aktivitäten, die mir zunter dem letzten Nationalkongress hatten. Am September dat letzte Jahr hatten wir ein Afterwork zu summen mit unserem Familienminister dem Max Hahn und hai goet Troll vun de Gemengen an der Armutsbekämpfung, an der Inklusion, am Opholen von Flüchtlingen, am Zusammenleben, an aber auch an der Umsetzung von enger Politik für als Eler Matbierger. Am Oktober hatten wir einen Workshop zu Leidling zu summen mit Lou Linster an hai wurde Sujet eine Interpretation vom Gemengebudget. Den 21. November wurde die Assemblée Générale von der Fédération von Demokratischen Gemengekonseien und das wurde zu mir bei Michel. Und direkt am Anschluss daran hatten wir einen weiteren Afterwork zusammen mit Claude Meisch über die Rolle von den Gemengen als wichtige Partner am Wohnungsbau. Das Jahr nicht mehr später wie letzte Woche hatten wir auch ein Afterwork zusammen mit Mandy Minella und mit Claude Meisch. Und hier ging es um die Schlüsselrolle von den Gemengen an den aktiven, an den dynamischen, gesunden, außerschulischen Aktivitäten. Und lassen wir dann noch vielleicht für einen kurzen Ausblick zu machen, ob das, was wir noch bis zum Sommer geplant haben, und zwar ist das am Juni eine Visite auf Straßburg bei unseren Europadeputéierte Charles Goerens und aber auch noch einen weiteren Afterwork zusammen mit unserem Kulturminister, dem Erik Thiel. Wir werden aber auch noch eine neue Sorte von Aktivität organisieren, und zwar werden das Spaziergänge sein mit unseren Lokalpolitikern an ihre jeweiligen Gemengen. Und hier ist es am Anfang Ziel, wir können Best Practices zu spezifischen Projekten vorzustellen und dass die Lokalmandatären sich auch können unter denen austauschen. Als Info vom letzten Sommer hat es einmal gewiesen, dass DP eine Partei ist, die noch beim Bürger ist. Also umso mehr wichtig ist es, dass wir als FCCD auch nach mehr noch bei unseren Gemengepolitikern sind. Wir wollen ihnen aktiv zur Seite stehen
als sie mit den richtigen Mitteln unterstützen. Und wir hoffen, dass als Aktivitäten und auch als Flotteprogramm das auch umsetzen können. Dazu ist natürlich ein weiterer Pilier nötig, und das ist eine verstärkte Kommunikation, mehr cibleiert und mehr intuitiv. Dafür haben wir auch einen neuen WhatsApp-Gruppe gegründet, aber gleichzeitig haben wir auch an einem Überschaffen von unserer nationalen Datenbank geschafft, am Sinn von den interkommunalen Syndikaten und auch den konsultativen Gemengekommissionen. Wenn ihr also Member an einem Syndikat oder an einer Gemengekommission seid, da könnt ihr euch an eurem Membersbereich anloggen an uns die Informationen zukommen lassen. Wir zählen da auf ihr Mithilfe, weil nur so können wir euch viel mehr zibliert Invitationen auf Konferenzen und Events zukommen lassen, gerade so wie aber auch Informationen über als Regierungs- und auch als Fraktionsarbeit. Die Damen und die Herren, zum Schluss darf natürlich der Merci nicht fehlen. Große Merci an alle Membern aus unserem Komitee und Jolande und den Jay aus der Partei. Merci für Ihre Unterstützung und für die super Zusammenarbeit. Spezielle Merci geht aber auch auf freie Komiteesmembern und Martin Birkel und Claude Schinchen. Sie können leider aus zeitlichen Gründen nicht wieder dabei sein. Lieben, ihr seht, wir sind lanciert und die Dynamik hält an. Und ich denke da besonders an ein Projekt, an dem wir intensiv in den letzten Wochen geschafft haben. Mehr Konkretes darüber werde ich allerdings heute nicht erzählen. Ihr dürft also noch gespannt bleiben. Ich sage euch merci und ich freue mich auf ein weiteres gemeinsames Engagement und auf die Zukunft, die wir zusammen gestalten. Schöne gute Morgen auch von meiner Seite aus. Ja, ich dann nur frohen für einen kleinen Blick mit mir zusammen, ob die finanzielle Situation von der Demokratischen Partei zu geheuern. Ich warte noch drauf, dass das Slide angeblendet wird. Ich ging dann Deckdaten vom Exercice 2024 präsentieren. Voilà, du sind affichiert. Letztes Jahr hat mir Ausgaben an Einnahmen, mehr Einnahmen wie Ausgaben, sodass wir einen Benefis gemacht haben von 203.957,11 €. Wenn du von ihr ein Detail will haben, der kann sich dann noch ganz gerne um mich wenden. Wir präsentieren euch heute, wie gesagt, Deckdaten. Am Ende des Jahres 2024 hat mir auf unseren Konten 1.370.538 € stehen. Ein Teil steht hier auf Spurkonten und den Teil, den wir brauchen für den tagtäglichen Funktionament, der steht auf Konkurrent. Wenn wir ein bisschen auf die Rezepte gucken gehen, was sind da die Haupteinnahmequellen von der Partei? Das sind einmal Memberskarten, das sind Cotisation des Adhérents, für am ganzen 8.505 €. Über als Mandatären, das sind als Repräsentanten an der Chambre, Ministern, Europadeputiert und als Vertreter am Staatsrat. Da sind über hier freiwillige Kontributionen 200.138 € zusammengekommen. Und dann erlauben ich mir den Hauptausgabepunkt aus dem Wahljahr 2024, wo die Europawahlen waren, auf 40 streichen. Die ganze Kampagne hat uns 506.041 € gekostet. Vielleicht ein paar Informationen zu der Tasche vom Trésorier. Ich meine, ihr seht, dass da sie gewaltige Summen für ein bisschen zu suchen. Das sind ungefähr 8.000 Buchungen, die den Jay mir geholfen hat machen, und da ein ganz großes Merci an ihn. Das alles hat einem ganz, ganz wesentlich Arbeit. Und da will ich auch erwähnen, die Demokratische Partei hat nicht das Statut von einer ASBL, aber ihr wisst alle gut, dass da ein neues ASBL-Gesetz kommt ist, und die konnte da, die ist gefordert, so wie sie bei der ASBL mit der Datei müssen sehen, das heißt alles mit Ekritur, mit double Partie und so weiter und so fort. Voilà, das wären meine Informationen zum finanziellen Bericht.
Die Käse do as kontrolliert gehen am März von denen 2 Kassenrevisoren de Paul Chinchen an de Luis Oliveira an de Paul Chinchen Herrn as Beieis und ich ging hier bitten Sing-Analyse heute zu präsentieren. So, die Damen und die Herren, lieben, es war mir natürlich ein Plaisir, die Käse zu kontrollieren. Wir waren für einen Luis Oliveira zusammen am Sekretariat angeladen, für die Käse zu kontrollieren. Käse ist wirklich exemplarisch organisiert und effektiv. Und das ist ja heute auch nicht selbstverständlich, sind die irgendwie um 3 da. Und muss natürlich aber auch nicht nur als beschränkt den Aktiver und den Passiver als quasi kein do zu kontrollieren, wir haben noch per se Profit, wie ihr seht, Resetten und Depensen stichhaltig kontrolliert und ich kann just sagen, das ganz gut gefordert und dafür gebe ich dem Miriam Feider und auch dem Jai Brausch große Merci so für Ihre Arbeit am Laufe des Jahres. Und natürlich ihnen die Schach zu gehen. Voilà, ich finde noch der erst Resultate von der Wahl für den Komiteedirektor zu präsentieren. Ich lese hier einfach mein Zettel auf. Gewählt aus dem Bezirk Osten, für den Bezirk Osten, als ich gewählten den Ries Ben mit 472 Stimmen. Als zweitgewählten Birkel Martin 331 Stimmen. Drittgewählten Frieden Carmen 320 Stimmen. Und als viertgewählten den Da Costa Hugo 382 Stimmen. Für den Bezirk Norden als erstgewählten D'Angel Mersch 513 Stimmen. Zweitgewählten Göttholz Michel 446 Stimmen. Drittgewählten Fontura de Moraes Paula 391 Stimmen. Auf viertgewählten Kanissa Denny 264 Stimmen. Für den Bezirk Zentrum erstgewählten Philippa Robert 310 Stimmen. Zweitgewählten Michels Patrick 303 Stimmen. Drittgewählten Floros Christos 288 Stimmen. Auf viertgewählten den Nicola Kandel 207 Stimmen. Am Bezirk Süden goufe gewählt op die erste Platz Augustini Mika 350. Op der zweiter Platz Dewey Jeffrey 340 Stimmen.
Op der dritter Platz Welkenbach Geraldine 208 Stimmen. Und als feiert gewählten Schumann Mark 281 Stimmen. Voilà, und da ging wir übergehen zu den Wahlresultaten vom Büro Exekutiv. Da brauche ich aber dann Hilfe und da ging es spielen. Xavier, du musst das noch. Also, merci. Miriam kann löschen Resultat an du war selber Kandidatin, dann schwenkt noch direkt nach die Runden. Miriam von 483 Schwieler, die Stimmen aufgehen hören, höchste Resultat von 436 Stimmen. Felicitation. Für die zwei Vizepräsidentinnenposten als Corinne Kahn und Damila Skanderovic gewählt mit 387 Stimmen und mit 402 Stimmen. Als erste Vizepräsidentin ausgewählt Juriko Backes mit 429 Stimmen. Als Generalsekretär ausgewählt für 483 Stimmen mit 424 Stimmen den Erik Thiel. An Carol, ich kann nimmen da felicitieren, von 483 Stimmen ist das beste Resultat mit 262. Amela, Erik, Juriko, Miriam. Liebe Membres, als echt, merci für das Vertrauen. Ein ganz, ganz großes Merci und ihr alle Gute. Es bedeutet mir immens viel, für als Präsidentin und Spitz von der Partei können genannt zu gehen, mit der ich abgewusst bin, an der ich 2013 mit voller Überzeugung beigetreten bin. Eine Partei, die mich stehmals wie Haut, mit einer couragierter, engagierter
an eierlicher Politik überzecht, die am Interesse von den Leuten an unserem Land ist. Die DP ist eine Partei, die ich gut allein kenne, an der ich mich schon auf ganz viele Niveaus abbrücht habe. Ob als Member von der JTL, ob an den Gremien von der Partei, als Gemengeresponsabel deputiert und auch als Generalsekretärin. Mal mehr, mal Männer am Vordergrund. Als junges Mädchen war ich gewinnt, Kaffeestisch, aber auch in den Familienvakanzen über Politik zu diskutieren. Demals noch nicht visibel, mehr Ugangs von den 2000er Jahren indirekt aber schon als eine Art Ghostwriterin von meinem Pap zuerst danach. Mein eigene Weg an die Partei, den hat, wie bei ganz vielen hier am Saal, über JTL gefordert. 2013 sind ich von dir, Xavier, gefroht gehen, für einen Teil von einer neuen Generation DPler zu sehen, die wir an die Landeswahl gehen, für das Land und als Gesellschaft zu modernisieren. Ich bin hoffrisch und dankbar, dass ich ein Teil von dieser ambitiösen Equipe kann sein, einer Equipe mit Werten, DTP und auch mich selber, mich persönlich durch in Brust tun, wo ich heute bin. An all den Jahren an der DP habe ich vieles gelernt. Es kommt an der Politik darauf an, nur bei den Leuten zu sein, mit den Bürgern zu schwätzen und Probleme zu erkennen. Da braucht es ein starkes Engagement. Es muss sich abbringen an eine Hand mit aufhaken. Und da gilt es, Dämme aufzuziehen, an Probleme zu lösen, das sowohl lokal wie national, für die kleinen Probleme am Alltag, gerade wie die großen Defien von Lützeburg, Europa und der Welt umzugehen. Und die DP ist genau so eine Partei, die Dämme abkrempelt, das hat mich immer schon beeindruckt. Genau das haben wir auch an den letzten Jahren gewiesen. Die Demokratische Partei hat das Land an den vergangenen Jahren gut durch die Pandemie gefördert, gut durch die Energie- und Inflationskrise gefördert und auch gut durch die Immobilienkrise gefördert. Dabei haben wir gesund öffentliche Finanzen behalten und Kaufkraft gestärkt. Wir haben den Sozialdialog nicht ablegen gelassen und wichtige Reformen in Angriff geholt. Die DP ist noch mehr als 10 Jahre an der Regierung eine Partei, die gut durchsteht. Sowohl vom politischen Bilan wie auch von den Wahlresultaten hier. Und ich will dafür auch noch einmal von der Gelegenheit profitieren, für dir, Lex, als Präsident sortant ein ganz großes Merci zu sagen, für das, was du gelesen hast, für das Land, für als Partei. Die Fußstapfen, an der ihr treten, die sind an doppelter Hinsicht groß. Liebe Members, wir sind eine Partei, die das Problem unter der Wurzel abprägt. Wir sind eine Partei, die sich nie mit dem Status quo zufrieden gegeben hat. Wir sind eine Partei, die dabei immer noch viel geguckt hat, weil wir davon überzeugt sind, dass wir die Zukunft der Menschen an unserem Land positiv gestalten können. Der 24. April 1955, also genau 74 Jahre, als die DP gegründet ging. Sie ist aus dem Groupement Patriotique et Démocratique entstanden und hat den Antrag von der Resistenz am dunkelsten Kapitel, das Europa je gesehen wird. An dieser Zeit eine Partei zu gründen, heißt, mit Optimismus noch viel zu gucken. Davon überzeugt sind, dass es eine bessere Zukunft kann gehen. Genau zu wissen, dass es heute schon im Mur geht. Mit dieser lesungsorientierten Haltung hat die DP sehr Memberinnen und Wähler aus allen gesellschaftlichen Schichten gefunden, und sich als verantwortliche Politikpartei etabliert. Und die Gründungsmembers von der DP wussten von Anfang an, eine gute Zukunft kann ein Land nicht haben, wenn es allein bleibt. Eine gute Zukunft kann ein Land just dann haben, wenn wir ein Teil von etwas mit Großem sind. Etwas mit Großem, mit dem wir als Werte an Überzeugungen teilen. Dafür als DP haut mit voller Überzeugung eine sozial, eine liberal, eine pro-europäische Partei,
die für die Wohl von den Leuten eine verantwortliche Politik möchte, weil es Mur geht. Das Werte, die liberalen Werte, sind aber am Gangen, zurückgeschraubt zu gehen. An den Ländern rundherum wird Politik immer mehr Probleme, ein zuverlässiger Partner zu sein. Der Extreme, der Populismus, gewinnt und Überhand, und wir sind mit alternativen Baurichten konfrontiert. Die Gesellschaft wird oft gesplittet, polarisiert, und Fronten verhärten sich. Ich bin der Meinung, dass wir gerade an diesen Zeiten einen politischen Kompass brauchen, eindeutig Positionen an der Courage dafür zu kämpfen. Gerade heute braucht es eine stark demokratische Partei. Es steht vieles im Spiel, es geht Mur. Wir sind optimistisch, dass wir als demokratische Partei auch die Herausforderungen von dieser Zeit, die Herausforderungen von Mur, meistern. So wie wir es schon über die letzten 70 Jahre gemacht haben. Mit den Bürgern an 4 Lützeburg. Es sind überzeugt, dass wir dafür gut aufgestellt sind. Als Sportlerin weiß ich, wie wichtig eine starke Equipe ist. Und es schon für das Herausforderungen von mir zusammen anzupacken, eine starke Equipe um meiner Seite. Zusammen mit Erik als Generalsekretär, dem Juriko, dem Corinne und dem Amela als Vizepräsidentinnen, dem Miriam als Tresorière und mit dem Akkord vom Komiteedirektor, dem Claude und der Seite von Erik, sind wir gut für die Zukunft aufgestellt. Wir haben Wir haben ganz unterschiedliche Profile, wir kommen aus unterschiedlichen Bezirken, mit unterschiedlichem Background und Erfahrungen. Genau das ist euch stärkt. Etwas haben wir aber gemeinsam, etwas haben wir alle Guten hier am Saal gemeinsam. Wir wollen mehr. Wir wollen mit ihr zusammen Demokratische Partei als die Partei von der Mitte, als sozialliberale Partei so gestalten, dass wir die Vieren von der Zukunft genauso erfolgreich können umgehen wie an den vergangenen 70 Jahren. Wir wollen Lützeburg fit für die Zukunft machen. Dafür müssen wir als Land stärken und modernisieren. Es gibt viel Gründe, für was die Sachen nicht soll machen. Für was die nicht die Energiewende vorantreiben. Für was den Tram nicht auf Esch fahren soll. Für was die administrativen Prozesse vom Staat nicht kann digitalisieren. Für was die zweisprachige Alphabetisierung an unseren Schulen nicht kann aufhören. Der soziale Wohnungsbau nicht auf dem Niveau von unseren europäischen Ländern kann entwickelt gehen oder für was in Neustugend machen kann, dass viele Leute, die unter der Armutsgrenze leben, nicht von sozialen Dienstleistungen profitieren. Wir sind nicht die Partei, die erklärt, für was es nicht geht. Wir sind die Partei, die immer noch Wehrsicht für Sachen zu ermöglichen. Für allem dann, wenn es wichtig für die Zukunft, wenn es darum geht, als Land zu gestalten, wenn es Mur geht. Lieber alle Gute, wenn es Mur geht, wenn es darum geht, all die Herausforderungen zu meistern, da gibt es 4 Schwerpunkte, die aus meiner Sicht besonders wichtig für die Zukunft von unserem Land sind. Mit Blick an die Zukunft ist es gerade in diesen Zeiten prioritär, den gesellschaftlichen Zusammenhalt an unserem Land weiter zu stärken. Als Gesellschaft entwickelt sich permanent weiter und als Land lebt von der Diversität, von den Leuten, die bei uns leben, erschaffen. Es gehen immer nicht die Menschen spalten, die sozialen Zusammenhalt und Wackel bringen. Als DP wissen wir, dass wir als Lützeburger Land just dann stark sind, wenn wir all zusammenhalten. Schon der Gaston Thorn wusste, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt ist. Hier wusste auch damals, dass es Mur geht.
Dafür hat den Tripartit gegründet, ein Modell, den darauf beruht, all konzerniert an einer Krisenzeit mit anzubannen, die Regierung, Patronat und Sozialpartner. Das Lützebäuer Modell ist ein DP-Fundament, das das Land durch Krisenzeiten brüscht wird und noch weiterbringt. Gerade wie an der Stahlkrise hat auch der Xavier Bettel in Relation mit der Corona-Krise und der Energiekrise Tripartit abberufen. Es wird Courage verlangt, für die Leute und den Tisch zu bringen. Es war nicht einfach, nur Lösungen zu sichern, für Gesellschaft und Wirtschaft auf Trab zu bringen. Es war nicht einfach, wie die Preise nur der russischen Attacke auf die Ukraine an die Luft gegangen sind. Wir haben uns zusammen gesagt, geschwärzt, mit Patronat und mit den Gewerkschaften Lösungen auf den Tisch gebracht. Auch lo gehen nicht groß defieren. Wir müssen über die Kollektivverträge von den Gewerkschaften schwätzen, über die Arbeitszeiten, über die Sonderarbeit. Weil die Situation zwischen den Sozialpartnern angespannt ist, hat der Premierminister einen Sozialdisch abberufen, für den Dialog eine Chance zu geben, an die Leute nicht so einen Tisch zu kreieren. Diesen Sozialdialog, den ist immens wichtig. Für was? Ganz einfach. Weil die Vieren, die wir aktuell zusammen als Gesellschaft müssen umgehen, zu groß sind, für uns hier am Land nicht eins zu sein. Beim Sozialdialog haben wir an der DP immens gute Erfahrungen gemacht. Diesen hat nämlich das Wohl von den Leuten am Blick. Ziel ist immer ein fairen Ausgleich zwischen verschiedenen Gruppen an Interessen, für das kein benötigt wird. Genau darum geht es auch bei der Steuergerechtigkeit. Kein, der für der weiß, wie lebt, ein Für- oder Notdeal hat. Egal ob bestört oder nicht bestört, jeder muss für ein Steuersystem selbst sein. Dafür stehen wir auch weiterhin für die Individualisierung von unserem Steuersystem. Kein darf gegen den anderen ausgespielt gehen. Nämlich so können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter stärken. Lieben, wenn ich Humor denke, dann ist es mir, und das ist mein zweiter Schwerpunkt, dass mir ein grosses Anliegen ist, dass die demokratischen Freiheiten der Menschen konsequent geschützt gehen. Als gelehrte Juristin aus dem Schutz der Freiheiten der Bürger, den Herr Rechter als auf den mit vollem Engagement verteidigt haben, ein zentrales Element. Für mich bedeutet Freiheit nicht just Selbstbestimmung. Mir auch die Pflicht, die zu schützen, denen Herr Rechter vorsehen, als sich aktiv für Gerechtigkeit und für gesellschaftlichen Zusammenhalt anzusetzen. Es macht mir groß Sorgen, wenn der Präsident von den USA sein Justizsystem probiert zu schwächen, wenn Journalisten an die Presse angegriffen gehen, wenn die größte Weltmacht immer mehr autokratisch sich umhält, wenn extrem hohe Zölle gegen Partnerländer erhoben gehen, wo Leute, wenn es ihrer Herkunft, wenn es ihrer Religion, und wenn es ihrer Meinung angegriffen gehen. Alles das ist konträr zu den Werten, die wir als demokratische Partei haben. Werte, die innerhalb den zwei liberalen Staatsminister nicht nur hoch gehalten wurden, sondern zu ganz markanten gesellschaftspolitischen Reformen in Relation mit diesen Freiheiten gefordert haben. Der Gaston Thorn hat als Premier Todesstrafe aufgeschärft, den Schwangerschaftsaufbruch legalisiert, gerade wie das Nationalitätsgesetz modernisiert. Wie der Xavier Bettel Staatsminister war, als der Mariage pour tous endlich auch zu Lützeburg Realität ging. Trennung von Kirche und Staat an mehr rezent eine umfassende Verfassungsreform gestimmt gehen. Wir können hoffrisch sein, als demokratische Partei, als Land, damit schon ganz viel erreicht zu haben, was demokratische Freiheiten angeht. Reformen, die übrigens auch heute nicht mehr auf Frage gestellt gehen. Demokratische Freiheiten sind aber nie selbstverständlich. Sie müssen aktiv geschützt gehen und heernst du auch erkämpft gehen. Und das besonders an Zeiten, wo populistische Strömungen probieren, die Fundamente von unserer offener und moderner Gesellschaft abzuwollen. Es braucht dafür eine klare Haltung. Es braucht Courage für die Debatte
an ein klares Bekenntnis zur Freiheit und zur Rechtsstaatlichkeit. Vor kurzem haben wir an der Chambre ein wichtiges Zeichen gesetzt. Gesetz über die Adoption gouf modernisiert. Die Familie von Haut wird endlich auch gesetzlich unerkannt, so wie sie schon mehr lange Realität ist. Nicht nur bestimmte Koppeln dürfen adoptieren, aber auch gepackte Partner an Einzelpersonen. Eine Menge Intervention an der Chambre habe ich diese Reform natürlich begrüßt. Ich habe aber auch gesagt, dass wir als DP auch in Zukunft als dafür ersetzen, als Gesellschaft noch viel zu bringen, an als engagieren, weiter Mesuren zum Schutz von unseren Rechten und Freiheiten zu holen. Nur muss unter anderem die automatische Unerkennung bei Kindern von gleichgeschlechtlichen Eltern kommen, gerade wie Doofschaffen vom Délai de Reflexion beim Schwangerschaftsaufbruch. Ich denke aber auch an Diversität, an Recht auf Selbstbestimmung. Für die sich nicht als Mann oder als Frau fühlen. Aber auch für Frauen, die auf verschiedenen Diskursen nicht auf die Rolle von der Mom reduziert gehen oder durch den Supreme Court an den USA in hart erkämpften Recht auf Auftreibung einfach so aufgeholt wurden. Das Rückschritt so mir, dass ein Ersatz für das Recht auf Privatsphäre und auf Selbstbestimmung an ein notamment der Kampf für die Rechte von den Frauen auch an Zukunft, auch muss weitergehen, Tag für Tag. Wen frei will leben, der muss auch frei denken können. Wir leben in einer Zeit, wo Informationen sich mit Lichtwitesse verbreiten. Das ist eine große Chance für Bildung, für Austausch, für Demokratie. Mir ist aber auch ein Gefahr. Weil leider sind soziale Medien nicht nur eine Plattform für freie Meinungsäußerung. Sie sind auch eine Bühne für Desinformation, für gezielten politischen Abfluss, für die Verbreitung von Lügen und Zerstörung vom Vertrauen an als Informationen. Das, was uns sollte verbannen, riskiert uns immer mehr zu splicken. Wir haben gesehen, wie Fake News Wahlen beeinflusst haben, wie falsche Profile Menschen manipuliert haben, wie Bots und Kampagnen systematisch Vorricht verstoppen und die demokratischen Debatten vergiften. Das ist keine Freiheit. Das ist Missbrauch von der Freiheit. Und wir dürfen nicht mehr just nur gucken. Ich so nicht haut mit aller Deutlichkeit. Es kann und es darf kein Recht auf gezielten Desinformation gehen. Nicht auf Lügen, nicht auf Manipulation, nicht auf Zerstören von unserer demokratischen Kultur unter dem Deckmantel von der Meinungsfreiheit. Als Demokratische Partei gesehen ich es an unserer Pflicht, genau da Verantwortung zu überholen. Ich werde dafür an den kommenden Wochen eine parteiinternen Arbeitsgruppe ans Leben rufen, die sich gezielt mit diesem Thema, wie wir den digitalen Raum schützen können, beschäftigt. Wie können wir als Gesellschaft Meinungsfreiheit schützen, ohne dass Desinformation gestreut wird? Wie können wir Transparenz fördern, da wo sie heute missbraucht wird? Und wie können wir als demokratische Prinzipien auch am digitalen Raum verteidigen? Wie können wir als Gesellschaft stark machen gegen die, diese Verbannen heraus wollen zerstören? Die sozialen Medien dürfen nicht zu einem Arsenal gehen gegen die Demokratie. Wir müssen als liberal Werte an als Wohlrecht schützen. Genau das meine ich, wenn ich so, dass wir demokratische Freiheiten von den Menschen schützen müssen. Liebe Members, wenn es Mur geht, geht es auch darum, das ist mein dritter Punkt, den nachhaltigen Fortschritt zu Lützeburg und an Europa aktiv zu gestalten. Wir müssen mit den technischen und gesellschaftlichen Aufforderungen von Haut auf von Mur mitteilen.
mit zuverlässiger Infrastruktur, mit einer kompetitiver Wirtschaft, mit innovativer Forschung, mit einem effizienten Staat und natürlich mit intelligenten Ideen für nachhaltige Energie, die uns Klima schützen. Lützeburg hat immer gewusst, sich neu zu erfinden. Wir haben nicht fertig gebracht, international Kapital und Wissen umzuziehen, für mit der Arbeit einen wichtigen Akteur an der Stahlindustrie zu gehen. Wir haben nicht fertig gebracht, einen Finanzplatz zu schaffen, und sie über die Jahre resilient durch Krisen weiter aufzubauen und zu diversifizieren. Wir wussten dabei immer, dass wir offen dabei sein müssen, pragmatisch und noch bannen ein Land mit kurzen Wehen. Das muss auch für die zukünftigen Herausforderungen so bleiben, und wir dürfen uns nicht selber am Weg stehen. Der Klimawandel wird nicht an die Zeit drängt. Wenn wir nicht just Zuschauer wollen sind, mehr Akteuren vom Fortschritt, von der Energietransition, dann dürfen wir uns selber nicht mehr den Fuß stellen. Wir brauchen Innovation am Platz Bürokratie, Fortschritt am Platz von Formulären, Klarheit am Platz von Komplexität. Es kann nicht sein, dass es 9 Jahre dauert, bis aus der Idee für einen Wandrat eine Realität wird. Das ist nicht nachhaltig und das ist auch nicht zukunftsfähig. Simplifikation administrativ darf kein Wahlspruch bleiben. Sie muss endlich auch gesetzlich Realität gehen. Wir müssen Prozeduren vereinfachen, modernisieren und beschleunigen. Ziel ist klar. Mehr Wandenergie, mehr Seier. Der Wandräderpark muss massiv ausgebaut gehen, aber wir müssen auch über Eisgrenzen herausdenken. Partnerschaften mit anderen Ländern, zum Beispiel für sich und Offshore-Wandparken zu beteiligen, sind eine Chance, die wir nicht verpassen dürfen. Wir wissen auch, dass wir mehr Photovoltaik brauchen. Und zwar da, wo sie der Natur nicht schadet. Auch hier müssen wir an pragmatische Lösungen denken. Photovoltaikanlagen auf Parkingen, da, wo es sowieso Platz gibt und keine Natur belastet wird. Solarpanelen, Landstautobunnen, die elektrisch für Tausende von Städten können leisten. Das sind pragmatisch und fortschrittliche Lösungen und Potenzial ist enorm. Klimapolitik braucht nicht nur Willen, sie braucht auch Courage. Und die Courage, Kolleginnen und Kollegen, den haben wir, weil wir in Zukunft leben und weil wir an morgen denken. Als Wirtschaft, als Land modern und nachhaltig aufstellen, geht nicht mehr, weil wir uns auch schützen und als Werte nach außen verteidigen können. Mit der DP an der Regierung wird Lützeburg immer ein zuverlässiger Partner für die demokratischen Staaten sein, die als Freiheit verteidigen. Ein Partner, der für ihn da ist, als ein Versprechen auch hält. Dafür unterstützen wir weiter die Ukraine. Weil 100 Millionen konnte schon für die Rekonstruktion und Material für die Ukraine mobilisiert gehen. Auch an der NATO bleiben wir ein Partner, auf den ich zählen kann. Dabei geht es an erster Linie um Menschen an der Ukraine, die als Solidarität dringend brauchen. Wir vergessen uns selber dabei nicht. Als NATO-Investimenter werden auch in Zukunft eine Retombee Ökonomik haben, an dem wir nicht nur weiter an als Satellitenindustrie investieren, wir auch einen Plan ausschaffen, wie wir das Investimenter heute zu Lützeburg gut können anlegen. Neue Industrien für Lützeburg, die Arbeitsplätze schaffen, und somit auch nur den nachhaltigen Fortschritt gestalten und zum Wohl von unserem Land beitragen. Lieben, wenn ich morgen denke, sind ich als 4. und letzter Punkt bei einem Thema, was der DP schon lange um Herz liegt. Wir leben und Menschen hier am Land und dafür brauchen wir gerechte Zukunftschancen für jeden. In den 70er Jahren sind mit der DP die Frauenrechte zu Lützeburg gestärkt gehen, Gleichstellung auf der Arbeitsplatz gefördert gehen und eine Reform vom Familienrecht durchgesetzt gehen. DP-gefeierten Regierungen von Xavier Bettel haben die Schwächsten in unserer Gesellschaft durch gezielte Mesuren wie dem Revis, der Allocation de vie chère und der Subvention Loyer unterstützt an all Kant bei der Gratis-Kannerbetreuung
an de gratis Schulbücher gleichgestalt. Wann ich haut Moes mat mengegem Mädchen an Schul gin, a mat de Kanner, den Älteren an den Enseignant schwätzen, da gesinnech, wie komplex als Bildungslandschaft das. Population am Menge hemisch zuerst danach zählt entretemps eng 80 Nationalitäten bei rund 6000 Einwohner. 40% von diesen Residenten leben vom sozialen Mindestlohn. Das bringt mit sich, dass Kanner immens viel verschiedene Sprachen daheim schwätzen, andere Kulturen haben, an es ihnen mehr oder minder gut daheim geht. Für all dem am ganzen Land Rechnung zu drohen, ist das Projekt Alpha ein weiterer Schritt, für das all Kant dieselbe Zukunftschancen hat, ohne dass sie benoteiligt sind, aufhängig von der Sprache, die daheim geschwätzt wird. Es sind hilfreich, Kolleginnen und Kollegen, an einer Partei zu sein, die auch an der Bildung weiß, dass es Mur geht, als Kanner. Ich weiß aber auch, dass Kant sein haut nicht mehr dasselbe ist. Wir wollen, dass als Kanner lehren, denken, entdecken. Aber an unserem Alltag hat sich etwas angeschlagen, was wir nicht mehr ignorieren können. Das Smartphone am Klassensaal. Ich frage mich, wie soll ein Kant sich auf Mathematik konzentrieren, wenn die Nachrichten aus dem Gruppenchat mehr interessant sind? Wie soll Lesen und Verstehen sich entwickeln, wenn die Aufmerksamkeit alle 2 Minuten vom Bildschirm aufgerappt wird? Smartphones sind ständig da. Sie blinken, vibrieren, lesen Emotionen aus, aber sie steuern auch die Lehren, die Aufmerksamkeit und die soziale Entwicklung von unseren Kindern. Wir sehen immer mehr Konzentrationsprobleme, mehr Druck für unsere perfekte Online-Welt, und wir sehen, wie digital Aufhängigkeit schon an der Grundschule aufhängt. Die Schule muss ein Raum sein, wo Kinder sich entwickeln können, ohne permanenten digitalen Druck. Ein Raum für Geduld, für Gespräch, für Denken, nicht nur für Scrollen. Als Gesellschaft müssen wir Courage weisen. Und ich bin froh, dass wir mit der Initiative Screen Life Balance dieses Problem angehen. Für das als Kinder mehr entdecken können, für das als Kinder mehr spielen können, für das sie mehr Kant können sehen. Ich werfe aber auch froh ob ihn nicht so gut wie weit gehen, was Screen Life Balance angeht. Wie ist es über die Schulkader heraus, mit dem Handy, von diesen an der Schlafkammer, Essenstisch, beim Sport, aber bei den Freizeitaktivitäten immer dabei ist. Wie gesagt, mit der Gesundheit von unseren Kindern aus. Es braucht da eine Menge an eine Balance zwischen den Rechten von den Kindern und Jugendlichen, die generell heute zu Lützeburg nach müssen gestärkt gehen, an der Protektion für mentale Probleme, für eine Isolation an Addiktionen, die Gefahren für uns Kinder durchstellen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, da können diese Gefahren und Frohen, die sie abwerfen, auch auf die Erwurzeln erweitert gehen. Alle Altersgruppen von unserer Gesellschaft waren und sind auch noch immer mit den Herausforderungen rund um den Logementsmarché betroffen. Durch den Ukraine-Krieg und die Inflation gehen noch als Zinsen rasant an die Lut. Die Investimente am Logement, die wir so dringend nötig haben, sind von einem auf den anderen Moment verschwunden. Tausenden Arbeitsplätze stehen im Spiel. All die Leute, die an der Konstruktion arbeiten, Plätterschasslehrer, Fassadien, eine ganze Industrie stehen für uns aus. Für uns war klar, dass wir nicht nichts machen können. Für die Chance, ob eine Wohnung zu verbessern, haben wir Anreize für Investitionen geschaffen. Rekordsummen mobilisiert, für an den öffentlichen Wohnraum zu investieren, und kürzlich nach erweitert finanzielle Förderungen für Logement abordable annonciert. Wenn es so Mesuren, die alle Bürger erreichen, sind wir heute an einer Situation, wo der Wohnungsmarché auf der richtigen Bühne ist. Es geht dabei auch darum, denen an der Gesellschaft können direkt zu steipen, die es am meisten nötig haben. Genau das haben wir mit dem steuerfreien Mindestlohn, mit dem Herabsetzen vom Mindestlohn, mit dem Herabsetzen von der Subvention Loyer, mit dem Herabsetzen von der Allocation de vie chère an der Energieprime gemacht, am Sinn von der Chancengerechtigkeit.
A Kandidat mache mir auch Mut, wann den ersten Aktionsplan gegen Armut für Lützeburg abgestaltet wird. Das solidarische Politik, die jederin am Land visiert, ist aber just möglich, weil 10 Jahre lang DP-Finanzministerin eine responsable Finanzpolitik für das Land gemacht hat. Eine Politik, die nicht nur Probleme von Haut gesehen hat, aber die auch Umur gedurcht hat. Das, Kolleginnen und Kollegen, das ist die Grundlage für den Erfolgsmodell Lützeburg. Die Menschen Chancengerechtigkeit, Sicherheit und noch Wohlstand ermöglicht. Liebe Membern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, die demokratische Freiheiten von den Menschen schützen, den nachhaltigen Fortschritt aktiv gestalten und den Menschen gerecht Zukunftschancen geben. Das ist mir wichtig. Liebe Freunde, wir wissen, dass wir Probleme von Haut nicht mit den Rezepten von gestern können lösen. Aber wir glauben noch dran, dass wir zusammen als Gesellschaft alles können erreichen, weil wir Courage haben, das richtig zu machen und nicht just das bequemt. Die DP ist bereit, für die Zukunft weiter zu gestalten, den Leuten hier am Land eine bessere Zukunft zu bieten. Es geht um Mut. Und wir machen das genauso wie an den letzten 70 Jahren. Zuverlässig, couragiert, als Partei, die eine Hand mit aufhegt. Mit klarem Blick nach vor, mit großer Verantwortung für die Menschen an unserem Land. Dafür ist die DP meine Partei, meine politisch chemisch. Und genau dafür bin ich immens froh und hoffentlich, diese Partei mit einer ganz starken Equipe um meiner Seite dürfen zu leiten. Zusammen mit ich alle Guten hier am Saal, zusammen mit alle Guten den Membern aus der Demokratischen Partei. Ich freue mich darüber. Vielmals merci. Für 70 Jahre als DP aus der Resistenz heraus gegründet gehen. Für ein besseres Mut, für ein modernes und liberales Land. Wir waren die Ersten, die Barrieren verrickelt haben. Für die Gleichberechtigung, für das Recht auf Selbstbestimmung, für eine freie Gesellschaft, an der jederin kann kommen. Wir haben große Krisen gemeistert und sind uns dabei treu geblieben. Wir haben Responsabilität überholt, zusammen für ein stabiles Land, mit Weitblick und am sozialen Konsens. Wir stehen für ein starkes Lützeburg an einem starken Europa. Weil wir wissen, die großen Herausforderungen von Haut und von Morgen können wir just zusammen meistern. Als 70 Jahre ist etwas immer nämlich geblieben. Die DP guckt noch viel. Wir glauben und Menschen zu Lützeburg. Und Freiheit, die Opportunitäten und Nachhaltigkeit an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir gestalten Zukunft. Mit euch, für euch.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ich so, ich will anfangen, an dem ich dem Lex für die größte Merci so. Lex, du warst nicht immer ein Parteipräsident gewesen, ich kann mich erinnern noch die Zeit als Bürgermeister zu Mondorf, als Deputierten und auch als Minister aus schweren Zeiten, wie mit der Covid-Periode zusammen. Probiert hun zu meistern, wo du probiert es auch den Sektoren, für die du die Responsabilität hast, die vom Oreka, die von den kleinen und Mittelbetrieben, immer in der Dämme zu greifen, anzuhelfen. Du warst ein Präsident, den ja, par Natur schon eine gewisse Größe hat, aber den aber auch durch seine Präsenz, durch seine Bescheidenheit, durch seine Ekut. Und ich muss da sagen, dass all die Leute, mit denen ich arbeite, an die der Haut Geseis als Wirtschaftsminister, der Partner was, mit dem sie gerne schaffen. Die Nullaufstadt, die keine Angst hat, Decisionen zu holen, und die noch dann noch für das sich ersetzt, wenn sie sich engagiert hat. Ein großes Merci für die Präsidentschaft. Carol, ich wünsche dir bonne Chance, wenn ich mich nicht irre, du hast noch besser das Resultat gemacht wie ich für 15 Jahre. Ich kenne dich auch schon, du so selber schon ganz lang, schon dich durch den Älteren am Anfang kannt, die auch immer ganz aktiv waren an der Partei. Und du warst, das wird seriös und auch Interesse, intellektuell, mit Recherche und einfach Spontanität, all die Sachen zusammen verbindet. Und ich weiß, dass die Partei mit dir auch einen ganz, ganz guten Hand wird sehen, weil du auch, und du bist eine Person, die Fakultät tun ich nicht. Du überlegst nicht. Du hast Fries, du überlegst nach, aber wenn du bis überzeugt bist, dann kämpfst du für das, was du glaubst. Und ich muss da sagen, das hast du nicht nur an der Partei bewiesen, das hast du auch an der Chambre bewiesen. Und ich fand die Leute, und das hast du zuerst danach bewiesen. Wen hat gemeint, dass man nicht zuerst danach eine Bürgermeister kriegen? Das hat Carol fertig gebracht. So, und dann merci, dass du bereit warst, als Präsidentschaft zu überhören. Ich wünsche dir bonne Chance mit Erik. Ich will dich verteidigt an all denen Damen und Herren, mit Corinne, mit Mamela, mit Miriam, mit Juriko zusammen. Und hier man nicht einen Beweis. An unserer Partei brauchen wir keine Frauenquote. Ich kann mich erinnern, Lidi, wie ich an der Chambre, wie ich an der Gemeinde war. Ich kann mich erinnern, wie ich an der Gemeinde war, das muss das zweite Mandat gewesen sein, oder 2000, also von 1999 bis 2011 muss gewesen sein. Wir hatten im Moment am Gemengerat, ich meine, wir hatten 11 Leute, und mussten 3 oder 4 Männer gewesen sein, oder 7 oder 8 Frauen am Gemengerat. Und die Frauen wurden nicht gewählt, weil sie Frauen waren. Mit sie gewählt, weil sie gut waren. Und in dieser Partei wurde das immer so, wir brauchen keine Quote für Frauen auf 4 zu bringen. Wir sind eine Partei, die Leute für ihre Kompetenz, für ihr Engagement, für ihre Energie, auf für und allem vom Wähler, der doch unerkannt kriegt, tun, ohne müssen irgendetwas zu tricksen. Wir feiern heute 7 Jahre. 7 Jahre, und ich muss es so nicht gesehen haben, ich muss es so, den Gaston Thorn, Grand Dom von der Partei, der Charles, auch den Eislo, europäischen Niveau, nachher für die Werte, wo du schon angefangen, du warst doch nach Präsident an der Partei, und ich mich auch noch kann erinnern an Klidi, aber auch die Grand Dame wie Colette an Danschen, wo ich mich erinnern kann. Ich verspreche nicht, ich erzähle nicht Geschichten nach von Danschen, vom Lidi bei mir am Schulhof. Mit die Leute, wo ihn als kleine Jung, du hast geschwärzt oder verschiedene von ihr, von den Jungen, von unseren Zukunftstalenten an der Partei, wo gesagt, dass sie Demos Kontakt mit mir hatten. Ich kann mich erinnern, wie ich als kleiner Beruf ob ihr schon abgeguckt habe, die Damen und die Herren. Und ich muss so schon die Schwager gemerkt, wie ich vielleicht 10 Jahre alt war. Das sind 42 Jahre. Und ich bereue heute nicht. Merci.
Die Damen an die Herren, ja, wir sind lo am 12. Jahr an einer Majorität, 10 Jahre, wo man die Chance hat, noch eine Prämie zu stellen. An lo sind da 2 Jahre, wo verschiedene Leute probieren, so wie wir einen Juniorpartner. Ich weiß nicht, wer der Juniorpartner ist. Ich muss ich so, wir sind ein Partner. Wir sind ein Partner, wir haben eine Koalitionsakkord zusammen geschrieben, die eine NDP-Signatur mitdreht. Das ist nicht ein CSV oder ein DPs. Koalitionsakkord. Das ist ein Akkord von 2 Parteien, die sich zusammengesetzt haben und geguckt haben, wie sie das best können machen für Lützeburg. Und ich muss auch so, dass ich nicht gefehlt und dass ich Juniorpartner an der Regierung wäre. An meiner Zusammenarbeit, ich weiß nicht, Herr Frieden hat doch gesagt, und ich bestätige das. Wir gucken also ob anhecht mit Ehrlichkeit, mit Sincerität, ohne dass ich froh muss stellen, was hört am Hanna gehabt, von der dort seht. Mit einer ehrlichen Freundschaft. Und ich meine, dass die Leute das auch wollen. Die Leute wollen nicht eine Koalition, wo probiert, dem anderen just auszutricksen, probieren an der Presse so, das tut das mein, das tut das dein. Und dass wir zusammen die Arbeit machen, als gelebt wird. Nicht am Ende von einer CSV, nicht am Ende von einer DP, das ist am Ende von unserem Land, das ist am Ende von unserer Wirtschaft, das ist am Ende von unseren Bürgern und das ist am Ende von der Zukunft von diesem Land, auch an dem Europa, die im Moment nicht so einfach funktioniert. Eine Regierung, die zusammenhält, als mehr wie je gebraucht. Zusammenhalt klingt, wie wenn das so eine Plattitüde wäre. Ich muss so an Charles ein grosses Merci. Alke als nächstes einmal die Piqûre de Rappel zu machen, von den Werten, für was die Partei auch immer steht. Nicht nur in Bannen, aber wenn du da baust, bei den Leuten passt, zu erinnern, von wo wir kommen. Aber was am Moment rundherum geschieht. Wir haben dann erlebt, man, die versteht als Außenminister, dass ich gut viel drin gesagt, ich will viel am Ausland. Ja, schon meinem Mann noch gesagt, wenn es mich vermisst, muss der besuchen. sind die Mitstehen. Mit der Fakt ist, dass man im Moment eine Situation haben, die schrecklich ist. Und das, was man gemeint tun, werden aktiv werden. Als total auf den Kopf gehalten. An der Ukraine als Krieg. An Israel-Palästina eine Konfliktsituation. Rwanda, Kongo. Eritrea. Sudan. Und ich kann noch weiterführen. Zwischen Indien und Pakistan im Moment. Und ich kann nicht weiterführen von all den potenziellen Konflikten, die im Moment gehen. Da sind verschiedene Leute, die meinen, ja, die Ukraine, was soll man die Ukraine noch immer helfen? Ich kann mich daran erinnern, wenn wir heute ein freies Land sind, in Lützeburg. Das weil 45 Leute uns befreien, kommen sie nicht uns nur bewahren. Das waren Amerikaner, das waren Kanadier und das waren Briten. Für allem, die uns unterstützen kommen sind, uns befreien kommen sind. Und wir haben 5000 junge Soldaten, die durch die amerikanische Kirche schleien, die meisten von denen wussten nicht, wo Lützeburg wäre. Und sie kommen für uns zu befreien. Die meint, weil ihr nicht ein direkt Gefahr für sich hört, dass sie in Stoffe nicht so engagieren, soll sie in Geschichtsbücher gucken. Aber wenn ihr akzeptiert, dass das Land dezidiert, was mit seinem Nachbarn geschieht, aber was dem seine Zukunft soll sein. An anderen Ländern probieren, am Anfang rundherum den Tisch, die lässt ich. Und ich war froh, gestern zum Beispiel liefert eine Nachricht, dass Amerika sieht, dass ich vielleicht den Russen nicht so vertrauen kann. Und nur das festgestellt. Mit das am Anfang hat den Gefühl gehabt, die lässt ich, dass den Herr Putin und Herr Trump zusammen am Tisch sitzen und den Hauptplan, Entreeplan, Dessert wird Ukraine. Wir dürfen keine Decision über die Ukraine holen, ohne dass die Ukraine mit um Tisch sitzt. Es darf kein dezidieren, was aus einem Land geschieht. Wir haben das heute nicht akzeptiert, wir dürfen doch nicht akzeptieren, was in der Ukraine geschieht. Wir haben, ihr wisst, dass ich außer Brüssel, wo die zweite Destination, wo ich am meisten war, auch an Israel und Palästina. Erlebt man die Situation als eine schwere Situation. Aber wenn ihr da hingeht, als die Menschen schwer, einem jungen Palästinenser zu erklären, dass sie mit Israel zusammen schaffen, für eben eine Lösung zu finden, wenn den Tag für drunten seine Großeltern oder seine Eltern mussten begraben, weil da ein Bomb explodiert ist, weil da vom Hamas an der Gegend gelebt hat.
Me will dir haut engem jungen Israeli erklären, dass Palästinenser all guter sind, wann er nach eng Schwester oder Bruder hört, die Geisel aus beim Hamas. Und ich weiß, dass das Sujet ist, wo auch Haibande ganz vielleicht so wenig erkennt der Palästina un. Du merkt, dass 4 Länder gemacht haben, Spanien, Slowenien, Irland und Norwegen. Es wird nichts geändert im Terrain. Nichts. Und dafür bin ich froh, dass die Initiative, wo man nicht unschuldig ist, wo man mit dran diskutiert hat, für das der französische Präsident zusammen mit den saudischen Autoritäten gucken, eine Konferenz organisieren am Juni, wo der Bitte ist dann nur, dass die Länder, die nach Israel nicht unerkannt haben, auch muslimische Länder, Israel unerkennen, auf der anderen Seite auch ein Rutsch von Ländern Palästina unerkennen. Palästina, die einzige Lösung, die man in dieser Situation kriegen, ist Frieden in Palästina. Und Israel muss verstehen, dass die Sicherheit von Israel just den Tag kann kommen, wo auch Frieden in Palästina gibt und Recht für die Leute auch können, normal zu leben. Liebe Kolleginnen und Freunde, Carol, du hast ein bisschen abgezählt, was wir alles gemacht haben. Das Familie, das ist das, was ich einfach bei der DP genial fand. Wir haben alle guten und andere Meinungen. Das ist erlaubt an einer Partei, wie es das in einer anderen Meinung hat. Das ist erlaubt an der Familie, an der ich groß bin, dass wir andere Background und andere Religionen, andere Kulturen, andere Meinungen. Wir dass wir dann nur zusammen gucken, wie wir dort gemeinsam miteinander kommen. Wir dass wir für allem etwas nicht vergessen, das ist der Mensch. Der Mensch an seiner Diversität. Und nicht den Trichter wollen Hund für zu sagen, die muss all an den Trichter passen. Aber gelebt wird es. Das ist nicht immer populär. Du hast viel von verschiedenen Sachen geschwärzt, wo wir Änderungen gemacht haben. Ja, wir haben Änderungen gemacht, wie wir der Regierung waren. Die erste, du hast, dafür Colette, pardon, wenn ich dich Heinrich nehme, ist die 2013 Premier gewesen, dann haut eine Regierung nach 2025. Wir haben in den 70er Jahren, Anfangs 80er Jahren, die Progrès, die für Haut, für uns all normal sind. Mais il en fallait du courage pour une femme à l'époque, für die Werte zu verteidigen, für die du stummst. Wir sind höflich, ob das, was damals gemacht ist, an Haut nach immer. Carol hat einen Rutsch von Beispielen geholt. Ich will nicht etwas richtig stellen, mit den Mariage Portu. Ich bin froh, dass man stimmen konnte, wie ich Premier war. Mit wo sogar eine Regierung, die präpariert hat. Ich fand das doch wichtig, Sachen richtig zu stellen. Wir haben so viele Sachen gemerkt, dass man es Heinz selber nicht daran erinnern. Wenn ich bedenke, National Feiertag. Ich kann mich erinnern, wie ich Premier war, der erste Jahr gesagt hat, man invitiert Leute an die Kathedrale. Ist das geliebt? Ja. Die Regierung, die National Feiertag, als ja den Tedeum an der Kathedrale. So ich mir, für was mich den Bischof nicht, also den Erzbischof nicht. Und du sind Diskussionen gekommen, und ich bin froh, dass wir heute fertig bringen, an einem Land zu leben, wo 2025 in auch Nationaltag feiern, an dem ich, ob Invitation vom Kardinal an eine Kathedrale kann gehen, ob Invitation von einer Defenseminister kann, ob ein Militärparat gehen. Wir da sind auch als Regierung die Leute invitiert, ob sie gläubig sind, ob sie nicht gläubig sind, ob sie 4. Armee oder Gendarmee sind, für zu summen, hier Geschichte, hier Werte zu feiern, mit einer Zivilzeremonie, wo ganz viele Leute von Haut als ein Koalitionspartner gesagt haben, wenn die DP bis vor das, dann ist die Zeremonie auch fertig. Mein kleiner Gefangener sieht man, dass er nach einer langen Zeit wird bestehen bleiben. Ich könnte weiterführen über die Reformen am Enseignement, wo man wirklich ein System braucht. Wir hatten ein System, ob ich will oder nicht, da verschiedene Leute wollen einfach nicht da sein. Wir hatten aber ein Schulsystem, wo Leute, die nicht daheim, die selbst Alphabetisation, also die Spruch, daheim hatten, nicht dieselben Chancen hatten wie an das, wo Courage, das, wo ich und Heinz Tendenz, und ich könnte nach 100 Beispielen schwätzen. Ich und Heinz Tendenz, dass die Maxim, mir will bleiben, werden wir Sinn. Falsch verstanden wird. Weil etwas steht fest bei uns in der Partei.
Wir wollen bleiben, was wir sind, ja. Wir wollen nicht stehen bleiben, wo wir sind. Das tun wir immer fertig. Liebe Kolleginnen und Freunde, ich habe mir hier abgeschrieben, ich will nach kurz über die UN in Europa schwätzen. Ja, weil tatsächlich, wenn man von internationaler Zusammenarbeit an Charles für auch ein bisschen zu rebondieren, ob das was gesagt ist, ja, ist sie persönlich der Meinung, dass ein Rutsch vor Reformen muss kommen. Muss kommen. Also es ist normal, dass am Anfang 5 Länder dürfen dezidieren, was gut ist für die Welt. Die Membre permanent vom Conseil de Sécurité sind die dürfen blockieren, was sie für nicht richtig fanden. Der tut diese Relikate vom Zweiten Weltkrieg. Und ich will just daran erinnern, dass die 5 Länder Demos permanent gesehen, weil gedurcht der tut sind die für Weltfriede Werte suchen. Schon nicht gesagt. Dafür, und ich habe immer gelernt, ein Verwaltungsrat als responsabel für eine Assemblée Générale. Er ist gedreht zu New York. Zu New York wurde am Anfang die Assemblée Générale, wo alle Member vertreten sind, die ist responsabel für einen Verwaltungsrat, für einen Conseil de Sécurité. Dafür bin ich persönlich der Meinung, dass ich wirklich muss eine vorstellen, als der Tote nach up-to-date, erstens die 5, da kann ich gesagt, ja, wir sind zu 5, da kommt man mit größten. Nein, ändert es. Es muss in Zukunft möglich sein, dass zum Beispiel, wann der Sicherheitsrat etwas Veto setzen in Land, dass dann eine Assemblée Générale mit einer 2/3 kann zum Beispiel Sachen ändern. Wir brauchen nichts. Eine internationale Sicherheit, eine internationale Legalität, die auch könnt. An Europa auch. Ich will Leute ein bisschen schockiert gewesen. Die geht ja, alle 5 Jahre gehen wir wählen für die Europawahlen. Am Moment hat er Bild, wo der 6 Europadeputierten wird. Ich bin der Meinung, das soll auch so bleiben bei den 6 Europadeputierten. Wir sollten noch ein zweites Bild haben. Mit 27 Kandidaten von 27 Ländern, mit europäischen Parteien. Mit einem Spitzenkandidat. An die löscht aus ganz Europa, an den 27 Ländern kann ich für die wählen. An denen dort die meiste Stimme kriegt, von den 27. Den hat dann Priorität für Kommissionspräsidenten. Sie weil Leute wählen ja eine Chamber. An einer Chamber gibt es ja einen Spitzenkandidat, der normalerweise ja dann nur dann das Exekutiv lädt. Und dann hat die Möglichkeit, den Priorität zu geben. Aber wenn die nicht will, wenn die keine Majorität im Europaparlament findet, dann könnt ihr mit denen zweite meiste Stimme. Und dann noch eine Drittstimme. Ich weiß, ich meine kompliziert. Mit noch eine Drittstimme, wo am Anfang der Präsident vom Conseil Européen gewählt wird. Den am Moment ja zwischen der Chef d'État und der Chef de Gouvernement dort zusammen geguckt, wen das da kann geben für 2,5 Jahre. Und dass du am Anfang dann der Präsident, du wir ohne, dass in irgendeinem nationalen etwas gewäscht wird, das ist immer die Angst, die gemerkt wird. Aber dass in Europa gesicht hat, so wie die Charles Fedro gesagt hat, dass nicht Amerika mit Russland oder China mit der Türkei negoziert, mit als Europa endlich, mit dem, was sie auch vertritt, den Platz kriegt, diese verdiente Platz, dass ich froh muss stellen, wenn ich mal denke, man Europa muss schwätzen, wen ist das? Ja, wir sollen die Courage haben, auch durch Reformen zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Situation, dass es schon 5:12 war und dass die meisten von euch hungrig, durstig oder vielleicht auch absent das müssen machen. Dafür werde ich nicht viel mehr lang schwätzen, aber just ich alle Gute eine größte Merci sagen. Merci auf dem lokalen Niveau für die, weil die sind immer die Ministerin und die Deputierten. Mit das all Einzelne von euch, die hier sind und die nicht hier sind. Die all der für die Partei helfen. Die all der, die oder all Woche oder all Monat von einer Manifestation ist, die Stände oprichten. Die auf der AG sind, die am Anfang mit Bürger den Kontakt hält, die auch verteidigen, was Positionen sind, wie die vielleicht den oder den anderen nicht verteidigt. Die erklärt. Die gewählt sind, die in einer Kommission sind, in der Chamber sitzen, einfach die als Ideen verteidigen. Die Idee von Toleranz, die Idee von Freiheit. Weil der Unterschied zwischen uns und vielen anderen, als Partei, als nicht, weil es Murcht geht, wenn ich dort gucke. Wie weil es Land geht, weil es Leid geht, weil es Mur geht. So nicht mehr sehen.